Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht nicht gut, hoffe alles klar. For those of you which are not speaking Swiss German, I'd like to apologize. This is a video about awesome game Time Rifters, playable on a normal display as well as in the Oculus Rift DK1 and 2. And I also like to give away some keys. Thanks a lot to the developer of this game, Proton Studio. I'll be able to give away 10 to 15 keys. So if you're interested, the game is launching next Tuesday. Just leave a comment and you'll get a chance to win a key. I hope that was okay. Für euch wieder Schweizerdeutsch natürlich, aber den wollte ich schon schnell bringen. Weil ihr erinnert euch vielleicht noch an Time Rifters, ist ja ein Oculus Rift Game, das ich vor einem Jahr schon mal ausprobiert habe, und es war so cool, weil man hat so ein gutes Gefühl für seinen eigenen Körper. Es ist eigentlich wie ein FPS, ein First-Person-Shooter-Game, Call of Duty mäßig vor Sicht, und die Steuerung war geil, es hat sich alles geil bewegt, und das Ziel war ja eigentlich mit 4 verschiedenen Personen, wo man aber jeweils selber spielt, während 4 Runden eine gewisse Anzahl Gegner zu killen. Und obwohl das es eben so ein bisschen shootermässig aussieht, ist es rein eigentlich nur ein Spiel, wie effizient, dass man die Klötzchen wegballert. Aber sie präsentieren das in einem extrem stylischen und auch gut fertiggestellten Status jetzt. Weil das Game kommt eben, wie gesagt, nächstes Dienstag raus. Für die ein bisschen Englisch verstehen. Und der Hersteller war so nett und hat mir einen Review-Code geschickt für Steam, damit ich es schon ein bisschen ausprobieren kann. Und hat mir dann auch 10 Gratis-Keys geschickt, die ich verlosen kann. Und ich werde dort bis zu 5 von mir selber persönlich noch drauflegen, falls es so viele Interessenten gibt. Ja, das Game seht ihr im Hintergrund am Laufen. Ich finde es echt der Hammer. Und um nur schon einfach noch ein bisschen spezieller zu sein, noch ein bisschen geheimnisvoller, haben sie in jedem Level noch ein Easter Egg eingebaut, wo eigentlich so die Rainbow Road, einen Regenbogenweg, eine Regenbogenkugel findest. Und dann hast du eigentlich die Option, das Level von oben zu sehen. Als wäre man so ein bisschen Inception-mässig oder so, geht man dann immer wieder ins gleiche Level rein, aber kommt auch immer wieder von oben. Also es ist noch lustig gemacht. Rein die Level selber haben sie wirklich auch noch einmal super ausgebaut. Es gibt jetzt Levels, die sehr stylisch waren, die so ein bisschen Mirror's Edge-mässig aussehen, farblich, mit so Kacheln. Und dann gibt es aber auch solche mit relativ echt wirkenden Texturen, die Höhlen, Tunnel, und sie haben sich noch ein paar richtig coole Sachen überlegt. Und die Demo habe ich ja ziemlich intensiv gespielt, habe versucht, dort so ein bisschen Zeit zu minimieren, wie man eben braucht, um eine ganze Gegnerwelle zu besiegen. Und dadurch bin ich dann auch ein bisschen mit den Entwicklern in Kontakt getreten. Jetzt ist es so, dass sie viele Sachen umgesetzt haben, die sie versprochen haben. Also auch hier wirklich ein grosses Lob. Man kann sein Gameplay dann irgendwie aufnehmen und direkt mit Steamworks dann andere Kollegen brauchen. Das muss ich dann austüfteln, wie das genau geht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil das heisst, da kann ich dann eigentlich einen Lauf als Replay speichern, und jemand, der es dann sonst spielt, kann das Replay dann runterziehen, und eigentlich wie eben der zweite Spieler ist dann nicht er selber, sondern ich. Also rein die Idee des Games finde ich eben auch sehr spektakulär und bin voll des Lobes. Darum musste ich jetzt echt auch ein Video machen. Klar habe ich Gratis-Kopie bekommen, um das zu testen. Aber ich muss sagen, ich habe es auch sofort gekauft, weil 10 Steine ist für so ein Game eigentlich, oder $10 sind es, mal schauen, wie es genau umgerechnet wird, ist auf jeden Fall nicht eine Menge Geld, weil auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viel Level hat wie andere Shooter-Games oder so, muss man es eben schon so verstehen, dass man die Level dann immer wieder probiert, und es hat so viele verschiedene Waffen, die man so individuell upgraden kann, also bis man wirklich den perfekten Weg gefunden hat, die Levels zu säubern und dann vielleicht auch schon nur mit 3 Durchläufen das schaffen kann. Das dauert schon ein Zeitchen. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen beim weiteren Gucken hier. Ich schalte mich jetzt mal raus und dann komme ich später noch einmal vorbei, weil man kann es eben, wie gesagt, auch im Oculus Rift spielen. Bis später, schön zusammen. So, ja, wieder mal die Oculus-Brille am Start. Das Ding rockt eben immer noch gewaltig, aber ich bin froh, dass es jetzt echt ein richtiges Game-Mode dafür gibt, weil ich muss schon sagen, das war eigentlich ein bisschen enttäuschend gewesen, dass sie jetzt noch nichts am Start hatten. Aber danke an protonstudio.com. Da noch ein bisschen Achievements, die ich geschafft habe, noch nicht allzu viel. Und eben, es ist auch mit dem Controller gut steuerbar, das Game. Das ist eigentlich schon noch cool.
Und jetzt auch hier fürs Rift gibt es direkt die Einstellungen, wo man alle rein tun kann. Sie haben auch rein, dass der nicht am Spielen ist, auf dem Screen auch sieht, was der andere sieht. Finde ich immer eine super Sache. Und auch von den ganzen Einstellungen, die man dann wählen kann, haben sie so viele Sachen eigentlich konfiguriert. Das ist echt eine tipptoppe Sache. Jetzt noch schnell zum halt einfach in dem Sinne das Gleiche zeigen. Ich meine, ihr seht ja vielleicht hier, wie mein Kopf sich bewegt, die das Video am gucken sind. So. Und das ist halt einfach schon, also die ein DK1 oder 2 am Start haben. Shit, jetzt habe ich es nicht geschafft. Dann kann ich es wirklich nur empfehlen, das Game reinzuziehen. Schreibt es in die Kommentare. Da wird sicher fast jeder etwas gewinnen. Und vielleicht zeige ich euch jetzt schnell kurz etwas von Episode 3. Schnell ein bisschen richten hier. So. Wo eben im Rift ist es halt schon noch einiges gewaltiger. Halt einfach hier mitten drin sein. Es ist, wie schon so oft gesagt, es ist echt der Hammer. Nehme ich mal den Raketenwerfer, kann ich euch zeigen. Das ist eher so ein kleines Flötchen. Aber er macht auf jeden Fall auch mächtig Schaden. Hier schnell schauen, was hier eventuell könnte herkommen. Gut, let's roll. Und ja, es ist halt immer das Gleiche, gell? Wer ein Rift anhat, schaut der Gegend um wie ein Bekloppter. Aber es ist halt echt beeindruckend. Jetzt sehe ich echt mal, was die Dimensionen hier sind, wie gigantisch das ist. Und das ist natürlich cool, wenn es dort her schießt, wo ich herziele. Ich kann es mit dem Stick korrigieren. Und gerade bei der Maussteuerung haben sie etwas ganz Verrecktes gemacht, weil mit dem Oculus Rift haben sie ja herausgefunden, oder allgemein mit 3D-Headsets, ich breche nichts, ich schiesse genau in der Kadenz, wo es nichts bricht. Hure geil. Also, haben sie herausgefunden, dass Drehungen, die flüssig sind, zum Teil eher einem übel wird als so stufenweise Drehungen, was ich jetzt mache. Und das mag vielleicht für den Zuschauer extrem irritierend sein, aber ich kann euch sagen, wenn du länger spielst mit dem Rift, und ich bin jetzt halt auch nicht mehr so geübt, weil ich in letzter Zeit nicht so fest bei dazugekommen, ist es viel angenehmer, so zu drehen mit diesen Schritten. Also es ist noch abgefahren, was sie alles für Erkenntnisse in das Game reinfließen, als hätten sie Forschung betrieben in Bezug auf die Virtual Reality. Und das Coole ist, die meisten Games sind ja einfach so, dass sie entweder sind VR cool sind oder halt mit einem normalen Bildschirm, aber sie schaffen es wirklich, mit beiden Methoden ganz geiles Spürerlebnis zu schaffen. Der Vorteil vom normalen Screen ist natürlich, dass man es viel schärfer sieht, weil selbst DK2 hat ja noch nicht so eine Hammerauflösung, obwohl das sie definitiv okay ist. So, ja, nein, was muss ich hier für eine Waffe nehmen? Am gescheitsten eine, die richtig Strupp reinmachen kann in nahe Distanz. So, ja, das ist jetzt aber nicht so schlecht gelaufen. So. Und auch, dass Gegner durch einen durchfliegen können, das ist am Anfang ein bisschen strange, vor allem auch mit dem Rift. Dort ist immer komisch, wenn etwas durch einen durchgeht. Aber das ist auch nicht tragisch, weil schlussendlich kann man sich vielleicht gerade innerhalb des Gegners platzieren und so einen massiven Schaden machen, wie mit einer Shotgun eigentlich. Ja, Modo ist eigentlich eine gute Position. Um das geht es halt eben auch total, dass man wow, dass er die optimale Position findet und dann halt auch die entsprechende Waffe, und jetzt hier wäre extrem hilfreich, nehme ich an, das Teil, das in mehrere Richtungen schießt. So einen Streustrahl, den nehme ich jetzt gerade. Geld habe ich glaube ich genug. 461, da kann ich auch ein bisschen gehörig aufrüsten, jawohl. Das war die letzte hier. Genau. Spread Rifle, tun wir hier ein bisschen Spread rein. Da können wir noch einen drauf tun, hat vielleicht noch, dass es ein bisschen schneller schießt. Und dann, was halt auch immer gut ist, was jetzt aber momentan ein bisschen am Experimentieren bei Oni, ist der Acid. Das macht ja Schaden über die Zeit. Und das ist eigentlich extrem hilfreich, weil man muss den Gegner dann einmal treffen und dann bekommt man dann eben über die Zeit Schaden. Das heisst, man muss dann sich gar nicht mehr auf die gleichen Klötzchen konzentrieren, sondern kann dann gerade andere eigentlich ins Visier nehmen. Das ist sehr hilfreich. Und werde ich sicher gerade als nächstes Update machen. So können wir killen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Yes, in der Luft noch verwünscht, wunderschön. Jetzt müssen wir mal die hier von rechts nehmen. Ja, der Grosse. Der Grosse ist immer ein harter Krieger.
So, gibt aber auch ordentlich Punkte. Oh nein, das ist der nächste Shit verhängt. Die Weißen sind auch hart, weil die viel leben. Ja, nein, das gibt nichts. Das werde ich nie 100% schaffen. Aber genau das ist eben auch der Anreiz. Man kommt nicht zurück, lernt eigentlich aus den Fehlern in dem Sinn, den man gemacht hat und versucht nicht, das Ganze zu optimieren. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und nur schnell zum Sagen, das möchte ich, dass ihr das selber erlebt, die es interessiert. Der Endboss in Anführungs- und Schlusszeichen vor der zweiten Episode. Ja, sie einfach so ein bisschen Klötzchen haben. Was für eine Überraschung. Aber es spielt innerhalb von so einem Waldbereich, wo es in der Mitte einen Baum hat. Es sieht wunderschön aus. Ja, ich höre mal auf, das Video ist sicher schon lang genug. Wenn ihr Interesse habt an diesem Game, ihr braucht kein Oculus Rift, aber wenn ihr eins habt ihr hoffentlich Interesse. Und sonst am PC-Bildschirm ist es echt auch cool. Gibt es leider nicht für Konsolen. Und wie gesagt, ich habe bis zu 15 Keys zu vergeben. Meldet euch in den Kommentaren, falls ihr einen möchtet. Merci für eure Aufmerksamkeit und zuzuschauen. Schönen zusammen.